So, jetzt schaust du mal nach vorne. Ich zeig dir 2 Gläser zum Vergleich. Alles klar. Glas 1 Schlechter. mit Glas 2. Auch schlechter. Ohne noch besser. Ohne besser. Ja gut, dann ist das die Zylinderachse, das passt. Jetzt entferne ich noch mal hier ein ganz schwaches Glas. Wird es damit noch eine Idee schärfer? Unschärfer. Na, dann setze ich es noch mal rein. Jetzt wird es interessant. Jetzt schaust du bitte mal nach vorne. Kannst du die obere Zeile lesen? 73590, unten 64328. Ja, jetzt siehst du es mit beiden Augen. Wie schaut es jetzt aus? Na? Mein Gott, Wahnsinn. Das ist ja scharf. Jetzt bist du einer von den 40 Millionen Brillenträgern in Deutschland. Und über 60 Jahre sind sogar 90%. Meine Lesebrille, die was ich hab, die klangt nicht mehr. Wo ist meine Lesebrille? Die habe ich doch. Sag jetzt Zement, was ich diese Brille suche. I can see clearly now the rain is gone. Heute in der Freizeit. Wie baut man sich seine eigene Brille selber? Wie halte ich beim Spaziergang die Augen gesund? Und vom Lesestein übers Lorgnon bis zur kultigen Sonnenbrille. Die Geschichte der Sehhilfen seit dem Mittelalter. It's gonna be a bright. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker von der Form, oder? Im Moment. Das ist jetzt eine ganz klassische Hornbrille in der sogenannten Pantoform. Die ist nicht ganz kreisrund, ist oben ein bisschen flacher. Das ist aber eine Brille, die sieht man ja relativ häufig jetzt, diese Form, finde ich. Schau mich mal an, bitte. Ja, ist schon ein Klassiker, aber fast ein bisschen langweilig. Ich mag ja die 70er wahnsinnig Ja. gern. Also wenn man in die Richtung, ist ja auch fast ein bisschen zeitlos. Habe ich mir auch schon fast gedacht. Also auf der Nase sitzt die sensationell. Die hat natürlich einen ganz schönen Riegel, gell? Aber da ist es ein bisschen eckert, gell? Ein bisschen eckert. Jetzt probierst du bitte mal die. Die hat einen sogenannten Schlüssellochsteg über der Nase. Der Sieht Schlüssellochsteg. aus wie früher am alten Schrank die Schlüssellöcher. Tatsächlich, ein Schlüssellochsteg. Wobei der Schlüssellochsteg zum Teil bei manchen Herrschaften auch die Nase etwas präsenter wirken lässt. Ich habe ja eine sehr zierliche Nase. Na, da müssen wir noch mal drüber reden. Da vergleichen wir noch mal verschiedene Sachen alternativ. Also pass auf, die wäre mir fast ein bisschen zu weit oben. Aber der Schwung ist schön, weil die Bügel etwas tiefer angesetzt Ja. sind. Die geht nicht ganz so eckig oben raus. Das ist jetzt mal eine gefleckte, breiter Bügel. Weißt du was, der schaut ein bisschen aus wie meine Oma früher. Gott hab sie selig. Was kann man allgemein sagen, wenn man sich mit einer Brillenform beschäftigt? Für sich sollte man darauf achten, dass die Brille an der Nase gut sitzt. Ich versuche immer, die Brille von der Mitte nach außen aufzuzäumen. Die Gesamtbreite der Brille sollte Koteletteninnenkant oder Außenkant, je nachdem, sollte mit deinen Schläfen übereinstimmen. Es macht immer einen sympathischen Eindruck, wenn die Brille mit den Augenbrauen abschließt. Das heißt, wenn die Augenbrauen nicht allzu sehr oben drüber oder unten durchschauen. Auf der Wange sollte sie nicht aufliegen. Ist auch schöner im Winter, damit die Luft schöner zirkuliert. Es gibt ja diese kleinen Bügelchen. Die meisten meiner Brillen haben keine sogenannte Pads, weil ich versuche, die Brille immer passend auf die Nase zu fertigen. Dann brauche ich keine Pads. Es gibt aber auch immer wieder Kunden mit ganz breiten, auch asiatische Kunden mit tiefer liegenden Nasenrücken, auch Frauen mit ganz zierlichen Näschen. Und die sind dankbar, wenn man dann doch noch ein paar Pads an der Brille hat, die man dann biegen kann, und dann sitzt die Brille perfekt. Aber ich finde immer eine Brille ohne Pads schöner. Wenn die an der Nase sitzt, dann ist das eine klare Sache. Randlos oder mit Rand? Ja, der Rosenberger sagt immer mit Rand. Das sagt der Rosenberger. Ja, sagt er. Nicht zu viel Rand, aber Rand ist gut. Probieren wir noch ein paar Sachen aus. Könnte ein bisschen groß sein. Und ein bisschen rot. Gäbe es auch in grün. Dann das Fahrrad für die Nase. Ein englisches Modell. Aber was lustig ist, rund. Bin mal gespannt, ob die an der Nase passt. Wie angegossen. Bisschen intellektuell. Das ist schon lustig, gell? Was Brille macht, oder? Aus einem, mit einem. Ja, Ja? zu einem. Das ist nochmal eine selbstgebaute von mir. Kleines Design-Experiment, komplett aus Stahl. Hat Pads, die auch noch super an der Nase sitzen, aber die Brille ist kreislich. Ja, wenn einer weiß, wovon er spricht, dann Optikermeister Ludwig Rosenberger. Er liebt das Handwerk und baut seit seiner Jugend jede seiner Brillen selber. Auch fürs Mopedfahren. Gelernt hat er in Unterfranken. Mittlerweile betreibt er zusammen mit seiner Frau Kirsten 2 Optikerläden. Ich bin nach Karlstadt gefahren, 30 Kilometer von Würzburg entfernt. Denn der Ludwig ist einer der wenigen, in dessen Werkstatt man sich eine Brille selber anfertigen darf. 2 halbe Tage dauert der Kurs in einer kleinen Stadt am Main.
Die hat zwar wieder diesen Schlüssellochsteg, aber könnte eine coole Glasform sein. Also von der Form so ein bisschen 70er Jahre, ein bisschen. Und da machen wir ein bisschen was anderes. Da vielleicht ein bisschen kräftiger. Und ein bisschen weiter oben. Diese Glasform mit einer Nasenform, die super an deiner Nase passt, das zusammenzumauscheln zu einer neuen, schönen Komposition für dich, dann könnte das die perfekte Brille sein. So machen wir das. Und du bist daran Wir beteiligt. bauen eine schöne Brille. Ja, sage doch. Für mich. Ja. Ist übrigens meine erste Brille, die ich jemals jetzt, also quasi, es ist schon ein Moment, fast ein Dokument des Älterwerdens. Ja, Schmidt, langsam wird's halt Zeit. Aber wie hat das eigentlich angefangen mit der Brille? Und warum heißt die eigentlich so? Begonnen hat das Ganze im arabischen Raum. Im 11. Jahrhundert hatte man angefangen, sogenannte Lesesteine direkt auf die Texte draufzulegen. Das kann man sich wie eine Lupe vorstellen, die man eben unmittelbar mit dem zu Lesenden kombiniert. Dann hatten wir das auch hier. Allerdings konnten wir nicht Glas in der Qualität herstellen. Deshalb hat man typischerweise Bergkristall verwendet als Material für genau diese Lesesteine oder Beryl. Da kommt der Name her. Beryl, Brille. Eine Form, wie man Beryl heute kennt, ist Aquamarin. Aus dem Lesestein wurde dann die Brille. Zum Beispiel solche Nietbrillen, die konnte man sich unmittelbar vor die Nase halten, hatte damit aber auch tatsächlich immer eine Hand gebunden. Hier nebendran haben wir noch eine solche aus Leder, ein Original in dem Fall aus dem 16. Jahrhundert. Es gab auch Bücher, in denen man unmittelbar die Brillen untergebracht hat. Hier in einem Buch aus dem 16. Jahrhundert. Und zwar in dem Fall entweder eine Brille oder ein Einglas, um damit auch direkt lesen zu können. Typischerweise hat man das Lesen vor allem in den Klöstern angewendet. Wenn sie mit einem Sehfehler geboren wurden, das nicht eine Entwicklung über das Alter war, dann war natürlich die Frage, können sie sich eine Brille leisten? Können sie überhaupt sich Bildung leisten oder eben auch handwerkliche Tätigkeiten durchführen? Die Brille war am Ende die Chance auf ein erfülltes Leben. Also das ist ja quasi die Kombination aus meiner Glasform und der Nasenform, die bei mir wahnsinnig gut ausschaut. Genau so schaut's aus. Da habe ich jetzt gemeinsam aus den beiden Brillen eine neue zusammen modelliert am Rechner und dann entspricht es dann der Schablone, noch nicht der endgültigen Brille. Und wenn die gedruckt ist am 3D-Drucker, können wir noch mal beurteilen, ob die super ist, können immer noch Details ändern. Dann kaufst du nicht die Katze im Sack, sondern bist auf der sicheren Seite. Aber ich finde, dass die so einen super Eindruck macht. Das kann ja sehr schön werden. Ja, denke ich auch. Oder? Ich habe es wiedergefunden. Also die war... Schade. Wir drucken jetzt mal den Prototypen aus. Ja. Das schaut ganz hervorragend aus. Und ich nehme die jetzt mit und schraube dir mal die Bügel dran. Gut, das ist natürlich was anderes als... aber wie das halt so ist, von denen hat man halt ungefähr 412 Stück in der ganzen Wohnung. So, la Schablone ist fertig, Bügel sind dran. Das schaut ja nicht schlecht aus, hä? Und? Ich würde die Oberlinie gerne ein bisschen tiefer machen, die Glasbreite auch 1 bis 2 mm und von unten auch eine Idee ein Millimeterchen höher. Sowas, oder? Im Prinzip ist die gut, aber ich will sie, wenn schon, richtig gut. Guter Mann. Guter Mann, gute Brille. Besser als die alte. Gut, das ist jetzt nicht so schwer. Relativ. Ja, eine gute Brille ist das eine. Aber was ist eigentlich für die Augen gut? Du darfst dich jetzt einmal ganz lang strecken, erstmal nach oben, auf die Zehenspitzen, gern auch mal eine Hand nach unten und eine oben, zur Seite. Dieses Langstrecken ist einfach gut für den ganzen Körper, dass du damit deinen ganzen Stoffwechsel wieder anregst. Dein Schulter-Nackenbereich entspannt sich, der ganze Körper ist wieder beweglicher und das tut auch den Augen richtig gut. Und die Hände runter und dann darfst du gähnen.
merkst du, dass deine Augen dabei feucht werden. Ja. Genau. Und dann darfst du blinzeln und diese Feuchtigkeit versiegeln. Und das Blinzeln, das macht auch gleichzeitig dein Auge sauber, wie so der Scheibenwischer vom Auto. Und das ist richtig gut, wenn du trockene Augen hast. Also quasi so ein rundum Wellnessprogramm für die Augen. Dann darfst du noch deine Fingerspitzen nehmen und um deine Augen herum klopfen. Das regt die Durchblutung der Augen an. Und dann hat das Auge ja drumherum auch Muskeln. Und wenn du da so klopfst, dann entspannt das Ganze sich. Ganz nebenbei, Max, magst bitte. du auch noch was gegen deine Fältchen? Wenn ich welche hätte. Ja, natürlich. Und dann machst du noch das Kiefergelenk auch mit. Das ist auch anatomisch so nah an den Augen dran. Und vielleicht musst du auch dabei noch mal gähnen. Dann darfst du es jederzeit tun. Oh. Genau. Und schon wieder feuchte Augen. Also wenn ich trockene Augen habe, weil ich viel in den Computer reinschaue, dann ist Gähnen ja eigentlich genau das Richtige. Auf jeden Fall. Wenn der Tränenfilm richtig gut ist, dann siehst du auch besser. Dann gehen wir noch ein Stück. Und zwar ist ganz gut, um das Gehirn einzuschalten, der Überkreuzgang. Also linke Hand nach vorne, rechtes Bein und umgekehrt. Und zwar, das machen wir jetzt auch gemeinsam, der Passgang, so ein bisschen wie so ein Roboter. So kann man auch gehen. So kann man auch gehen. Das Und sind- dann wieder Kreuzgang. und dann wieder die Kreuzgang, genau. Und Passgang. Elvira Bogut ist Seetrainerin. Ja, sowas gibt's und hat ihre Praxis in der Holledau. Über Kreuz. Sie hat mich mitgenommen auf einen Augenspaziergang. Und die Bewegung hilft meine Augen. Ja, weil unsere Augen im Alltag so viel starren und mehr Bewegung ist mehr Bewegung in den Augen und dadurch ein klareres Sehen. Und mit der Bewegung von der Überkreuzbewegung, dem Überkreuzlaufen, schalten wir auch noch beide Gehirnhälften ein. Wenn du früh, sage ich jetzt mal, sitzt und am PC vielleicht nur arbeitest, dann sind die nicht so aktiv, wie sie sein könnten. Und das Hirn ist ja den Augen relativ nah eigentlich. Genau, gell? 80% vom Sehen passiert im Gehirn. Also, sauber. Die Elvira kennt sie aus. Sie selbst hat im Seetraining viel zu verdauen. Von Geburt an habe ich geschielt. Ich habe immer nur mit einem Auge geschaut, mal rechts, mal links. Ich konnte nichts am Tisch einschenken. Das Gehirn hat nicht gewusst, ist das Bild von rechts oder von links. Und dann wurde ich 3-mal operiert. Also ich habe 3 Schieloperationen hinter mir. Das hat eine kosmetische Verbesserung gebracht, dass meine Augen nicht kreuz und quer geguckt haben. Aber diese Verbindung der beiden Gehirnhälften hat nicht funktioniert. Und das habe ich mit dem Seetraining geschafft, mit diesen Übungen, dass einfach die beiden Augen zusammenarbeiten. Das ist einfach ein Riesengewinn an Lebensqualität. kann ich mit dem Seetraining das Brauchen einer Brille ein bisschen weiter wegschirmen? Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich, die Sehkraft zu erhalten. Also alle Funktionen vom Auge. Wir sehen mit dem Auge Farben, Kontraste, Tiefenschärfe. Und da kann man ganz, ganz viel, sage ich jetzt mal, erhalten, gegensteuern, Sehkraft erhalten. Aber zum Augenarzt muss ich schon. Das Augen- und Sehtraining, das ersetzt keinen Augenarzt und auch keinen Optiker. Das ist einfach ein Baustein zur Erhaltung der Augengesundheit und um die Sehkraft zu erhalten. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass man Augen eigentlich ganz gezielt trainieren kann. Das kann man tatsächlich und ich zeige dir gleich noch ein bisschen was. Das ist jetzt Acetat. Das ist unser gutes Acetatmaterial, Kunststoff aus Zellulose mit Essigsäure. Chemisch behandelt, ist aber 100% antiallergisch. Wir beziehen es aus Italien. Die Firma stellt es seit über 150 Jahren her. Ist ein wunderbares Material. Es ist leicht, es ist stabil, hautfreundlich, pflegeleicht. Wir haben eine tolle Farbpalette. Ist wunderbar geeignet, auch für den Alltag, auch zum Sport, auch beim Schweiß. Das macht dem Acetat alles praktisch gar nichts aus. Als feinere Alternative könnte ich dir auch eine Naturhornbrille anbieten. Das ist eine schöne Hornplatte vom indischen Wasserbüffel. Indischer Wasserbüffel. Ja, der hat riesengroße Hörner, wunderbar zum Brillenbauen. Das ist ein Nutztier, wie bei uns die Kuh. Und das wunderschöne Horn ist einfach ein tolles Nebenprodukt. Und das kann man weiterverwenden und hat dann lange Jahre Freude an der Brille. Daher Hornbrille. Ja, das ist halt das Top-Produkt, was halt der Profi dann trägt. Das heißt, als erste Brille, die du gerne und täglich trägst, würde ich dir eher was aus Acetat empfehlen. Ist auch ein bisschen günstiger. Und wenn du wirklich Brillenträger bist und sagst, das taugt mir richtig, dann lässt du dir mal eine Hornbrille bauen. Oder baust du selbst bei mir und dann bist du richtig gut dabei. Augenfarbe schaue ich immer ganz gern an. Ist bei dir auch so richtig schön, aber undefinierbar. Ein bisschen braun ist drin. Im Prinzip haben wir das bei der 28er mit dabei. Ja, dann nehmen wir die 28. Ja, und schon ist meine Acetatplatte in der CNC-Fräse.
Da schau her. Dann knackt's und dann wackelst du ein bisschen hin und her. Dann löst sich's fast von allein. Mit Brille geht's besser. Gleich ist durch. Super, prima. Darf ich mal schauen? Du möchtest die anleihen? Darf ich mal schauen? Ja. Ja. Ob irgendwo der Franke sagt, eine Schatte drin ist. Nee, gar nichts. Wunderbar, ist gut. Dann schmirgeln wir und feilen. Grobes Schmirgelpapier. Gehst mit dem Finger mal drüber, dann merkst du, dann ist vom Grad fast schon nichts mehr. Sensation. Ja, das ist richtig klasse. Es ist ja schon so, gell, wenn man seine Brille selber baut, vielleicht verschlampert man sie ja nicht so einfach. Die verschlamperst du nie mehr. Nie mehr. Nie mehr, glaube ich. Das ist sehr gut. Da die Ecke ist noch wichtig, dass die rund ist. Ist die schon rund, Nee, oder? die ist noch ein bisschen zu eckig hier in die Richtung mit dem kleinen Blatt. Genau. Reicht sehr gut. Ja. Auch schon fast wie ein Handschmeichler, dieser Bogen. Das ist Ja. Wahnsinn. Schmirgel ruhig mal ringsrum bei beiden noch mal. Dann ist jetzt Zeit für die Glasnut. Ich mache das mal vor. Ja. Gehst mit dem Fingernagel einmal rum und dann merkst du, dass der schön läuft. Jetzt kommt das Nasenbett, damit dann das Nasenbett deiner Brille zu deiner Nase passt. Perfekt. Das war der gefährlichste Schritt. Wenn da was falsch ist, können wir ganz von vorne wieder anfangen. Aber das schaut richtig klasse aus. Bist zufrieden? Ja, das ist arschglatt und läuft gut. Prima. Danach kommt dann die Kröpfung. Der Buckel da. Der Buckel, heiße Luft. 10 Sekunden ungefähr. Andere Seite. So, und jetzt hat... Auf den Glaubulus. Du merkst einen leichten Widerstand und dann gehst du mit etwas Kraft drauf. Noch ein bisschen. Gut, und so hältst du es jetzt mal. 20 Sekunden. Und die Farbe schimmert so wunderschön durch, ne? Dieses Braun. Nimmst du bitte mal deine alte Brille ab und hältst dir dieses neue Teil ins Gesicht. Deine Brille. Ja, wirklich schön. Echt jetzt. Die Nase ist toll, die Größe. Ja, ja, echt sehr zufrieden, ganz spontan. Normalerweise überlege ich immer, nee, die ist echt klasse. Ah ja, die hebt ja noch nicht, weil wir brauchen ja noch die Bügel. Ein Mittelteil, 2 Bügel. Seit wann schaut die Brille eigentlich so aus, wie es ausschaut? Das hat eine ganze Weile gedauert, bis man zu den Brillen gekommen ist, wie wir sie heute kennen. Das war tatsächlich erst im 18. Jahrhundert. Vom 14. bis ins 18. hat man die Brille neben der Verwendung in den Klöstern tatsächlich zu Repräsentationszwecken verwendet. Um zeigen zu können, ich kann mir eine Brille leisten. Deshalb waren solche Lorgnettes oder Lorgnons häufig aus edlen Materialien gefertigt, mit Halbedelsteinen, mit Edelsteinen versehen, teilweise sogar als ganze Broschen mit Diamanten verziert, teilweise mit einer Uhr integriert, sodass man in das Theater, in die Oper gehen konnte, vor allem in dem Fall als Dame. Ferner gab es auch Fächer, bei denen man sich, wenn es entsprechend warm war, zufächern konnte und man geschickt innerhalb des Griffes die Sehhilfe selber verstecken konnte. Napoleon Bonaparte hätte eigentlich auch eine Brille benötigt. Aber als Feldherr um 1800 war das nicht ganz so schick. Stattdessen verwendete er typischerweise ein galiläisches Fernrohr. Das sieht man auf dem einen oder anderen Gemälde von ihm. Vorsicht, das ist das Original. Das wurde nach der Schlacht von Waterloo von einem Ulanoffizier aus der Kutsche Napoleons geborgen. Streng genommen ist das Kriegsbeute. Wir haben allerdings auch ein Stück von dem Bruder Napoleon Bonapartes, nämlich von Jérôme Bonaparte, dem König von Westfalen. Da ist es so, dass die tatsächlichen Gläser praktisch keine Wirkung haben. Auch hier war es rein zu Repräsentationszwecken für die absolute Oberschicht. Der Durchbruch schließlich war 1751 in Großbritannien. Da hatte man nämlich dann die Idee, das Gestell so zu fertigen, wie wir es heute kennen. Das heißt, dass die Brille über die Ohren gehalten wird. Der große Vorteil dadurch war, man hatte auf einmal die Hände frei und vor allem, das war interessant, weil die Gläser eine Qualität hatten, wie man sie bis dahin nicht kannte. Ein halbes Jahrtausend hat man Brillen als einfache Sammellinsen hergestellt. Das heißt, ich hatte immer einen Punkt, der scharf war und sobald man gelesen hat, hat man immer mit dem Kopf schütteln müssen. Bei dem Demonstrator sieht man das hier sehr schön. Das untere ist das alte Glas, das wird unscharf, sobald ich zur Seite komme. Und obendran ist das neue Glas, das man hier eingeführt hat in Jena 1912. Und auf einmal konnte ich eben auch das Auge hinter dem Brillenglas bewegen. Und genau das ist eben hier die Bügelbrille. In dem Fall ist das Exemplar die letzte von Robert Koch getragene Brille.
In Jena befindet sich die weltweit größte und bedeutendste Sammlung zur Geschichte der Seehilfen. Darunter über 13.000 Brühen und Etuis. 2028 sollen sie im neu gestalteten Museum ausgestellt werden. Die Scharniere sind jetzt eingeklebt. Der Kleber ist über Nacht ausgehärtet. Jawohl. Und jetzt geht es an die Schleifmaschine. Die Brille ist hier noch zu kräftig, zu dick. Wir machen es ein bisschen jünger, etwas schlanker, leichter. Dann sieht die ästhetisch nachher schöner aus. Das machst du etwas glatt und das dann symmetrisch dazu. Probier du es mal. Jetzt wollen wir hier diese Übergänge von dieser Nasenpartie hier Der bewahren. Nasenbettfräser hier die Kante wegschleifen, ganz locker in der Hand. Ja, eine Idee noch. Großflächig. Wieder auf die Scharniere aufpassen, am besten gar nicht rankommen. Und jetzt müssen wir an der Fläche dann noch was machen, weil da ist jetzt wieder ein kleiner Grat. Darfst ruhig Druck ausüben, mit dem Daumen dann in diese Rille rein. Ist das schon gut? Ist das noch nicht gut? Ne? Fester. Das ist weich. Ja, Gell, das gefällt mir. das passt soweit fürs Mittelteil. Und dann kümmern wir uns um die Bügel. So. Ziel ist jetzt hier diesen Rand zu entfernen, die Kanten verrunden, komplett außenrum. Und dann ist der genauso soft wie das Mittelteil. Wer den Kurs beim Meister Rosenberger machen will, muss eine Übernachtung einplanen, um sein fertiges Gestell am Ende mitzunehmen. Von vorne bis hinten richtig schön weich, soft. Ja, klasse. Gut. Ja, gefällt mir. SC. Wo schreibt er denn der Schmied? Ah, Schmidt Max? Raffiniert, ha? In die Brühen rein. Ha, Sapperlot. Ja, Schmidt, deine selbstgebaute Brille ist also bald fertig. Aber die Elvira wollte mir ja noch ein paar Tipps geben. Draußen. Ich zeig dir jetzt den Nasenpinsel. Du stellst dir vor, du hast so einen Pinsel auf der Nase und mit diesem Nasenpinsel pinselst du quasi den Baum da hinten. Aber nicht mit den Augen, sondern mit dem ganzen Kopf. Das ist gut für die Durchblutung der Augen, gut für die Beweglichkeit der Augen, weil die Augen sind ganz, ganz stark durchblutet. 800 Milliliter pro Minute, stell dir das mal vor. So viel Sauerstoff und Nährstoffe brauchen deine Augen. Durch die Kopfbewegung durchblute ich meine Augen. Weil da im Hinterkopf, da ist die Blutversorgung fürs Gehirn und für die Augen. Und wenn du das da gut frei machst, dann haben Ich mache deine den Augen Nacken frei, damit die Augen mehr Blut kriegen. Genau so machst du das. Dann nimm ich den Ast auch noch mit. Da schau her. Malen wir den auch noch an. Sehr gut. Hab ich schon angemalt, oder? Hast du super angemalt. Und Wunderbar. jetzt zeige ich dir das nur mit dem Blick schweifen lassen. Wie so Pferde, die du einfach auf die Koppel lässt, dürfen deine Augen jetzt einfach einmal in die Ferne schauen. Blick schweifen lassen, das ist richtig gut für die Augen, weil dann können die sich entspannen. Du kannst ab und zu mal, wenn du magst, in die Nähe schauen und dann wieder in die Ferne, dass dein Muskel sich einmal anspannt und wieder locker lässt. Das ist eigentlich eine normale Sehgewohnheit. So soll es eigentlich das Sehen sein. 15 Stunden bei Tageslicht draußen, das wäre das, was deine Augen bräuchten. In der Woche? In der Woche. Aber ich bin doch 15 Stunden in der Woche draußen. Du vielleicht schon, aber wenn jemand sag ich mal, im Büro arbeitet, dann sind es ungefähr 2 Stunden am Tag, was der draußen bei Tageslicht sein sollte. Und das ist ganz schön viel, wenn man nur eine halbe Stunde Mittagspause hat. Zeit, Nacht auch. Nacht ist was anderes, ist auch gut für die Augen. Du reibst die Hände aneinander, bis die schön warm sind. Da kreuzen wir die Finger. Und dann legst du die Fingerspitzen auf die Stirn. Die Augen sind geschlossen und die Hände sind wie ein Zelt über deinen Augen. Okay. Und du genießt einfach die Dunkelheit, diese Pause. Und damit kannst du ganz, ganz viel für deine Sinneszellen tun. Die regenerieren sich. Das Auge braucht Dunkelheit. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Entspannungsübung für die Augen. Jetzt machen wir es so, dass du die Augen zulässt. Ja. Und du nimmst die Hände herunter. Ja. Du siehst das dann mal eine Farbe. Was siehst du denn? Orange, gelb. Dann darfst du mit Blinzeln die Augen wieder öffnen, dass sich deine Augen wieder an das Licht gewöhnen. Und vielleicht ist bei dir jetzt wie bei mir, meine Augen sind jetzt ganz feucht. Meine auch. Gell? Und dann muss man wieder blinzeln, damit man das konserviert. Genau. Bau die einfach in deinen Spaziergang auf dem Weg zur Arbeit oder in die Mittagspause ein. Und natürlich sollst du einfach immer wieder dazwischen, gerade wenn man am PC arbeitet, einmal für Abwechslung sorgen. Für die Augen und für deinen ganzen Körper. Danke. Ich sag danke.
Also wenn der Name drin steht, dann kann ich es zwar immer nur verlieren, aber der es findet, weiß, wem es gehört. Das ist der Vorteil. Genau. Das ist schön, gell? Das hat sonst keiner in seiner Brille. Ja, wunderbar. So. Glaubst du, dass ich sieg mit der Brille? Aber ich krieg's schon hin. Das ist ja quasi wie Hochzeit, gell? Wir machen aber Doppelhochzeit, weil da kommen dann noch Gläser dazu. Zeig mal her. Bitte. Sauber. Dann passe ich dir die Brille hinten am Ohr an beiden Seiten. Das macht man mit Gefühl über den Daumen. Schöne Rundung und gleichzeitig der Bügel bekommt so ein bisschen anatomische Biegung, damit er etwas rundlicher wird. Dann geht er nämlich auch schön zu. Das schaut gut aus. Die schließt jetzt auch schon richtig schön. Du probierst jetzt mal deine Brille auf. Alles klar. I can see clearly now. The rain is gone. Dort, der Herr, schauen Sie mal. Das ist sehr schön. Fühle mich sauwohl damit. Sitzt wie angegossen. Die ist angegossen. Ja, das ist ja unglaublich. Muss ich die pflegen, die Brille? Also muss ich da alle halbe... Du musst Jahre- gar nichts, aber alle halbe Jahr ist gut. Tröpfchen Olivenöl gleichmäßig über die Brille verreiben, dann schaut die wieder richtig klasse aus. Wie lange hebt man die? Ich schätze mal 5 Jahre, 6 Jahre. Das kann sein, dass die dann so ein bisschen Patina bekommt, so einen leichten weißlichen Belag. Dann kommst du wieder her, dann nehmen wir wieder das Schmirgelpapier, das feine, schmirgeln die Oberfläche ganz leicht an, dann schaut sie genauso gut aus wie jetzt. Passt. Große Freude. Freut mich Große ebenso. Freude. Es fehlt aber noch was. Der seidenmatte Glanz. Ganz wenig Olivenöl und dann sieht die aus wie gemalt. Ja klar, der seidenmatte Glanz mit Olivenöl. Ja, da schau her. Aber alles für die Schönheit. Man will halt auch ein bisschen modisch sein, gell, Schmidt? Im 20. Jahrhundert schließlich wird die Sonnenbrille als Form der Brille für die breite Masse zum Modeaccessoire. Das hat aber als Sonnenschutz nicht in dem Jahrhundert begonnen, sondern tatsächlich gab es es schon ein paar hundert Jahre vorher. Und zwar die frühesten Formen rein zum Sonnenschutz vor Schneeblindheit bei den Inuit. Das sind im Ende nur Schlitze vor den Augen, um vor der Schneeblindheit zu bewahren. Im 19. Jahrhundert kam es zunehmend auf, dass die Bewegungsmittel schneller wurden, sei das die Eisenbahn, sei das schließlich das Aufkommen der Automobil. Und auch davor wollte man gerade in den offenen Wagen die Augen schützen, und zwar einmal von vorne, aber auch von der Seite. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten wir den Ersten Weltkrieg und dort häufig im Luftkampf den Eingriff aus der Sonne. Und 1937 wurde dann die Ray-Ban in den USA als militärische Entwicklung auf den Markt gebracht, dort um die Piloten zu schützen. Aber viele wollten später aussehen wie Piloten und damit wurde das zum Modeaccessoire. Hier ein besonders schönes Exemplar 1980 bei einem Konzert in Ulm von Elton John getragen. Ja, und dann haben wir noch ein ganz besonderes Modell. Auch mal getragen von einem Schmidt-John. Schmidt-Max. Ja, bitte. Frau Dr. Wob, können Sie mal kurz dazukommen? Das ist ein Gestell, das ich so bisher noch nicht gesehen habe. Das sieht aus, als wäre das handgefertigt, was sehr ungewöhnlich wäre. Das wäre was Besonderes. Sehr schöne Handarbeit. Die Oder? Mechanik funktioniert noch einwandfrei. Bügel lassen sich gut schließen und öffnen. Dann bringe ich die jetzt zur Erfassung. Bitte was? Sie wird ein Museumsstück. Ah ja. Vielen Dank. Ja, bitte. Wie? Das heißt jetzt was? Das heißt jetzt eigentlich dass ich... Wo habe ich jetzt meine andere Brillen hingelegt? Die habe ich doch... Wo habe ich jetzt die?